Hallo Reisefreunde, es wird Zeit, mal wieder unseren Van zu zeigen. Und für die jetzt vielleicht das erste Mal zuschauen, wir sind Komm wir das tun. Wir reisen mit diesem blauen Van hier schon seit 2 Jahren durch ganz Europa. Unser Ziel ist es, alle 47 Länder unseres wunderbaren Kontinenten zu besichtigen und wir sind aktuell bei 43. Wir sind also in den letzten 2 Jahren ordentlich rumgekommen und deshalb zeigen wir euch sehr gerne auch nochmals unseren Van im Detail. Wir schauen in jeden Schrank rein, was wir aktuell auf dieser Tour gerade mit dabei haben und ihr seid natürlich live mit dabei. Unter der Haube hat unser Karl ein 2,8 Liter Dieselmotor. Der hat genug Leistung bis jetzt, damit wir überall hochgekommen sind, wo wir hochkommen wollten. Es ist ein L2H2 Modell, also überhaupt, es ist ein Opel Movano, ist ja auch nicht so ein gängiges Modell hier in der Campingbranche. Es ist ein Selbstausbau, wir haben nicht alles selber gemacht, aber ihr werdet das gleich sehen, wie das Ganze dann von innen ausschaut. Ja, wir haben das ganze Jahr Winterreifen drauf, einfach weil ab und an, egal wo man halt so in Europa rumfährt, sind die Straßen nicht ganz so gut. Man kommt des Öfteren auf Schotterpisten und da machen die Winterreifen einen sehr guten Job. Wir hatten bei über 60.000 Kilometern, die wir mittlerweile mit dem hier gefahren sind, noch nie eine Reifenpanne. Lass uns reingehen. L2H2, durch die eine Tür geht's jetzt rein. Als erstes sticht einem bei unserem Van natürlich sofort der riesige Kühlschrank ins Auge. Wir hatten genau 3 Punkte, die wir haben wollten in unserem Van. Erstens mal Stehhöhe, erfüllt. Zweitens große Küche mit großem Kühlschrank. Werdet ihr gleich auch sehen. Wir haben 3 Flammenherd drin. Wir haben hier einen normalen Haushaltskühlschrank drin. Und das dritte, was wir haben wollten, es soll natürlich auch ein bisschen gemütlich sein und Arbeitsplatz, das soll er auch bieten. Und das werdet ihr gleich sehen, das haben wir alles hier in dem Van vereint. Schon hier draußen fängt es an mit verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Hier ist zum Beispiel so ein ausziehbarer Meter drin. Den braucht man immer mal schnell griffbereit. Mal ein bisschen Prospekt oder alles Mögliche ist hier drin. Eins meiner nächsten Projekte ist übrigens dann auch hier noch eine Schiene zu montieren, damit man hier draußen direkt noch ein Brett als Tisch ans Fahrzeug hinein anbauen kann quasi. Das fehlt uns noch so ein bisschen, weil eins müsst ihr wissen. Der jetzt da im Moment gerade hinter der Kamera steht, das ist nicht der Schrauber, das ist der Fahrer, der Social Media Man und so weiter. Wenn hier drin geschraubt wird, dann mache ich das. Vielleicht gehen wir gerade noch schnell eine Etage tiefer. Das ist auch ganz einfacher zu schauen von draußen. Hier ist unser Porta Potty drin. Nutzen wir hauptsächlich für klein, wenn es mal ganz dringend ist, auch für groß. Im Moment haben wir gar keine Chemie drin, weil nur für klein hält das auch so ein paar Tage problemlos und ja, normalerweise findet man ja dann auch so alle 3 bis 4 Tage eine Möglichkeit, das zu entleeren. Und solange wir ja keine Chemie drin haben, kann man das zur Not auch mal in eine normale Toilette kippen. Daneben haben wir noch ein bisschen Stauraum für extra Toilettenpapier, ein paar Einkaufstüten, ein bisschen Putzmittel, halt einfach, was es gerade so braucht. Ja, dann hier oben ist unser Bad quasi drin. Wir haben hier mit so Körbchen verschiedene Einteilungsmöglichkeiten gemacht. Was ich auch immer ganz gerne mag und die werdet ihr an verschiedenen Orten sehen, sind diese Hängekörbe von Ikea. Hier gibt es momentan zum Beispiel meine Schminkutensilien drin. Dasselbe gibt es da drüben nochmal für Louis mit Rasierklingen und so weiter. Ein Föhn hängt hier noch an der Seite. Die Autoapotheke ist hier eingelassen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Schnellzugriff, sage ich mal. Und hinten haben wir noch ein paar Medikamente mit dabei, weil ich weiß doch nicht wie in jeder Sprache, was zum Beispiel ich habe Kopfschmerzen heißt. Deshalb haben wir da ein bisschen einen Grundstock mit dabei. Was ihr auch sehen könnt, das sind unsere Duschbeutel. Die nähe ich in Eigenregie und aktuell gibt es die gerade nicht zu kaufen, aber vielleicht, wenn du das Video schaust, dann gibt es die vielleicht. Können wir oben den Shop mal verlinken und dann klick einfach mal drauf, vielleicht sind sie gerade verfügbar, natürlich mit unserem Brand drauf, Europa ist geil. Und der hier jetzt im Bon Voyage Look, das ist der von Louis. Ich habe einen im Marine Star Look, der sieht dann so aus. Die sind halt praktisch, kann man
sein Zeugs reinpacken, um duschen zu gehen. Dann zieht man den einfach zusammen, hat hier Shampoo oder Flipflop oder was auch immer dabei, geht dahin, packt alles aus, kann nach dem Duschen da draufstehen, hat saubere und trockene Füße, man steht auf seinem eigenen Ding drauf und ja, kann sich dann wieder anziehen. Hinten drauf ist es wasserbeschichtet, das heißt, es macht gar nichts, wenn es auch mal im Schmutz oder auf dem feuchten Boden liegt. Aber genug der Eigenwerbung, die schmeißen wir wieder da nach hinten. Und vielleicht fragt ihr euch bereits, was das für Kabel sind, die da durch den Schrank durchführen. Die sind von der nachträglich installierten Solaranlage, die sehen wir aber später, wenn wir aufs Dach hochgehen. Zum Kühlschrank. Ein Riesenmonster hier mit einem Sicherungsanker, damit auch bei einer Vollbremsung, und das haben wir schon ausprobiert, das ist das Maximale, was passieren kann. Oder die Tür ist dann nicht mehr komplett zu, aber auf kann die auf keinen Fall gehen. Und somit fällt natürlich auch nichts raus während der Fahrt. Der ist schon ordentlich bestückt. Wir sind in Italien. Ich glaube, das kann man unschwer erkennen mit Ricotta und Parmesan und allem Möglichen. Wir haben da schon ein paar Pläne, was wir demnächst kochen wollen. Es ist wie gesagt ein ganz normaler, ein haushaltsüblicher Kompressor-Kühlschrank. Hier oben auch mit einem Gefrierfach noch dabei. Der wird natürlich nicht mit 12 Volt betrieben, weil der braucht natürlich Hausstrom und so mit 230 Volt. Entsprechend haben wir hinten auch einen Wechselrichter verbaut, der permanent läuft. Mit der Solaranlage auf dem Dach ist das überhaupt gar kein Problem. Also wir haben keine Schwierigkeiten mit dem Strom. Wir haben 200 Watt oben drauf. Und ja, können so lange freistehen, wie wir wollen. Wenn es jetzt natürlich mal irgendwie nonstop nur regnet und man trotzdem an einem Ort bleiben will und nicht fährt und natürlich auch noch keinen Landstrom hat, weil das sind die 3 Möglichkeiten, wie wir die Batterien aufladen können, dann kann das natürlich nach 2-3 Tagen auch mal eng werden. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich eine super Lösung. Manchmal wird ja gesagt, es sei ein bisschen gefährlich, die würden kaputt gehen, weil das hier ja nicht komplett eben ist, weil das immer ein bisschen wackelt. Leute, wir sind seit über 60.000 Kilometern mit dem Ding unterwegs, seit über 2 Jahren und der läuft 1A. Also nicht hinhören, es funktioniert. Wenn ich mich umdrehe, dann stehe ich auch gleich schon in der Küche drin. Wir fangen vielleicht mal hier an. 3 Flammen Kochfeld, das machen wir ganz schnell wieder zu, weil ich habe heute Morgen gebacken und da hat es noch ein bisschen Mehlreste mit drauf. Aber wir haben 3 Flammen, die wir nutzen können und das finde ich persönlich halt auch ganz gut, weil wir doch öfters mal halt ganz normal kochen, wie zu Hause auch, und dann braucht es ab und an auch mal ein bisschen mehr Platz. Was wir auch immer dabei haben, sind frische Kräuter. Einerseits natürlich sehr cool, um zu kochen, damit man da auch die Frische mit drin hat, mit den Kräutern. Hier hinten, ich kann auch noch Licht machen, haben wir noch ein Basilikum. Andererseits gibt sowas natürlich auch ein bisschen Geschmack ins Fahrzeug rein, positiven Geschmack. Und dazu sieht es doch auch einfach hübsch aus und gibt sofort eine gemütliche Atmosphäre, wenn da so ein bisschen grün ist. Daneben haben wir die Spüle. Hier hat es auch immer noch so ein Becken mit dabei. Da kann man dann auch mal, wenn man auf dem Campingplatz steht, damit Geschirr spülen gehen. Das Ganze haben wir abgedeckt mit einer ganz normalen Holzplatte. Die haben wir halt optimal zugeschnitten, dass die da drauf passt. Und so haben wir hier nochmal eine zusätzliche Ablage. Eine Zusatzablage gibt es auch hier. Auf der Seite hier haben wir ein Brett eingeklemmt. Und dann können wir das hier auf dieser Schiene und hier drüben ablegen. Hier essen wir dann auch meistens, wenn wir im Van essen. Wir essen meist im Stehen, kann den auch noch so ein bisschen hin und her schieben, dass man den Platz halt genau dort hat, wo man den braucht. Ist auch super schnell auf- und abgebaut und deshalb echt eine coole Lösung, hier den Durchgang optimal zu nutzen. Hier drüben haben wir ein paar Becher aufgehängt, die sind allerdings auf der neuesten Tour nur noch Souvenir, weil ja, wir brauchen sie nicht mehr. Und deshalb gucken wir jetzt gleich mal oben rein. Hier oben, ihr seht das, ein riesiger Schrank, der wirklich optimal genutzt ist mit verschiedenen Ebenen. Und da hinten könnt ihr auch wieder die Hängekörbe sehen. Da haben wir zum Beispiel das ganze Besteck drin. Das ist quasi für 4 Personen, also 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Löffel und so weiter. Und ihr seht das Ganze, ich brauche das nicht zu benamseln, ihr seht das. Dann haben wir hier eingehängt den Biaretti, den Kaffeekocher, bei uns ein bisschen speziell, weil ich trinke gar keinen Kaffee und Louis trinkt nur den hier, den koffeinfreien, aber trotzdem mag er den natürlich schön gebraut hier im Kännchen.
Dann haben wir ein paar Schüsselchen dabei. Hier in dem Tuch bewahren wir jeweils Brot auf. Das hier ist jetzt von heute Morgen frisch gebackenes Baguette. Findet ihr das Rezept? Wir backen im Omnia, den seht ihr aber später auch noch. Rezepte findet ihr bei uns auf dem Blog auf www.comedasdu.com. Und so im Tuch eingepackt hält das Brot dann locker auch 2 bis 3 Tage. Wobei, ganz ehrlich, so alt wird bei uns kein Brot. Vor allem nicht so ein leckeres, selbstgebackenes. Ja, und dann sticht euch bestimmt das hier oben ins Auge. Wir haben da keine Trinkbecher an das Dach herangeschraubt, weil das wäre ja blöd, dann hätte sie ein Loch drin. Ne? Das sind Magnete. Die haben hier unten drin ein Magnet und die kann man dann einfach hier an dieser Leiste festpappen. Das ist das Gegenstück des Magnetes. Und ihr seht es da oben, diese Leiste, die ist also auch nur verklebt. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man die bei Zimmertemperatur hinklebt. Also nicht, wenn es eiskalt ist oder mega heiß, sonst hält es nicht so gut. Aber wir haben das bei Zimmertemperatur angeklebt und ja, sind jetzt doch schon einige Kilometer durch Sizilien gefahren. Und das hält wie Bombe da oben. Dazu haben wir, also das sind die Trinkbecher, die sind aus Plastik oder wie sagt man? Weiß ich nicht. Ja, die sind aus Plastik. Das wird alles in Bayern hergestellt. Lebensmittel echter Plastik, wirklich eine gute Sache. Und ja, das Passende dazu haben wir dann hier. Wir haben Kristallgläser an Bord. Hört mal. Und die stehen da jetzt einfach so rum. Aber die können sich halt quasi nicht bewegen, weil darunter, da ist ebenfalls nur aufgeklebt, ne? Ist eine Matte, die hat auch einen Metallkern drin und dann kann man das da drauf stellen und jetzt verrutscht das nicht. Und also auch so sind wir schon zig Kilometer gefahren. Ihr seht, die Gläser, die sind heile. Dazu gibt es hier diese Untersetzer und die halten halt wirklich an jeder Oberfläche. Also ich meine, das ist Holz, ne? Das ist nicht irgendwie abgeschliffen, behandelt oder irgendwas. Aber das kann ich hier hinmachen und dann pappe ich mir das Glas da dran. So. Das ist ja mal richtig cool, ne? Zum Fahren hält das nicht, weil hier in diesen Untersetzern, hier ist nur eine dünne Metallfolie drin. Da oben in dieser Leiste, da ist ein richtig dicker Metallkern drin. Deshalb kopfüber oder seitlich nur an der Leiste befestigen. Aber die Dinger, die sind halt praktisch, um mal irgendwie auf ein Serviertablett zu stellen, wenn man da so ein bisschen rumwackelt. Oder natürlich auch, wenn man irgendwie mal während der Fahrt was trinken will, wenn man auf dem Boot was trinken will, egal wie. Wie gesagt, das ist eine Firma aus Bayern. Hier seht ihr auch gleich den Namen. Silvi heißen die. Und die machen ganz viel Verschiedenes. Eben diese Trinkbecher gibt es da. Da gibt es übrigens, die haben wir hier hinten dann auch noch die passenden Deckel dazu. Da kann man sogar noch einen Strohhalm reinstecken. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich zur Hand. Aber ihr seht das, oder da kann man Strohhalm reinstecken und selbst so sollte das eigentlich, wie sie uns versprochen haben, noch dicht sein. Also so könnte man das auch kopfüber mit was drin aufhängen. Probieren wir auch die Tage dann mal noch aus, ne? Genau, so viel zum Thema Silvi Gläser gibt es in Kristall oder in Plastik. Echt eine coole Sache, weil in einem Van hat man ja immer wenig Platz. Und da sind solche cleveren und innovativen Verstaumöglichkeiten ja immer besonders cool. Und ja, ihr seht das hier. Wenn ich jetzt hier unten irgendwo noch diese 6 Becher hinstellen müsste, dann hätte ich echt ein kleines Platzproblem. Aber so, die sind super schnell griffbereit. Und bam, auch wieder an seinem Ort, wieder an ihrem eigenen Ort. Ja, und die coole Firma, die hat uns die zur Verfügung gestellt, oder? Genau, stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Das haben wir gekriegt, damit wir das mal so ein bisschen testen können. Und Sizilien hat ja schon wirklich schlechte Straßen, ne? Und das hängt alles noch 1A da oben. Auch hier diese nicht verrutscht. Wir hatten auch schon eine Vollbremsung, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ist einer reingefahren? War es ein Tier? Ich weiß es nicht mehr. Ein Loch, wahrscheinlich war es ein Loch. Auf jeden Fall testen wir das sehr gerne jetzt auch noch auf Malta, weil Malta soll ja so ziemlich die schlechtesten Straßen in ganz Europa haben. Wir sind ja bis jetzt der Meinung, dass die in der Ukraine sind. Dicht gefolgt natürlich von Italien, aber speziell Napoli-Raum. Aber mal gucken, vielleicht ja, läuft Malta der Ukraine noch den Rang ab. Dann haben wir hier einfach noch so ein bisschen Zeug. Natürlich, ja, wir sind Schweizer, es braucht auch Cautina und momentan ist tatsächlich auch Cautina drin. Und nein, wir sind nicht aus Malaysia, aber die Chips, die haben wir geschenkt gekriegt, die sind so lecker, ich sag's euch. Ja, dann haben wir hier noch die anderen Becher, die wir dabei haben und deshalb sind das hier unten nur noch Souvenire. Wir haben jetzt momentan Porzellanbecher dabei, die haben wir geschenkt gekriegt.
das hält super. Also die sind jetzt hier oben einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, schön eingepasst. Und bis jetzt gab es keine Scherben. Und das Trinkgefühl aus, die machen wir meistens weg. Das Trinkgefühl einfach aus so Porzellan direkt ist schon was ganz anderes als hier aus so einer Melamintasse oder dann hier aus so einer Email-Tasse. Aber sie sind noch mit dabei. Mal gucken, falls es doch noch Scherben gibt mit den Dingern hier, halten wir zumindest noch Ersatz dabei. Dann haben wir hier so ein bisschen Gewürze drin. Dahinter steckt noch ein bisschen Mehl. Diverse Brotaufstriche, halt einfach alles so ein bisschen, was irgendwo noch einen Platz finden muss. Eine Vorratskammer, also par excellence hier oben. Und hier seht ihr übrigens auch ein Magnet. Da hat es dann die passenden Schrauben am Schrank dran. Und wenn wir den Schrank jetzt zumachen, dann hält einerseits dieser Magnet, das ist echt ein total starker Magnet, ne? Der hält den Schrank zu. Andererseits, oder als zweite Sicherung, habe ich hier vorne, also jetzt merkt man schon, ne? Das hält schon mal gut. Und hier kann ich dann noch die Sicherung reinmachen. Auch da ist bei uns während der ganzen Zeit nie was passiert. Also der Schrank, der hält super gut und auch alles dort, wo es sein soll. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Ich finde ja, ein Van kann nie genug Haken haben. Und deshalb sind hier 2 weitere. Hier kann man ein Handtuch und ein Geschirrspültuch, das trocknet gerade draußen, aufhängen. Dann da drüben hat es Haken für die Jacken. Da hinten hat es Haken für die Tassen. In unserem Van hat es wahrscheinlich hunderte Haken und das finde ich richtig cool. Hier drin hat es auch so eine Art Haken oder eine Befestigung, weil unsere Teller, die sind hier mit einem Gummiband gesichert. Da habe ich einfach das Gummiband hier an der Seite festgeschraubt und jetzt kann man hier ganz bequem die Teller rein und raus machen. Da scheppert nichts, wenn man fährt. Das hält hier wirklich super gut fest. Dazu haben wir ein gut stapelbares Pfannenset von Outwell mit dabei, eine große Bratpfanne noch. Da hinten ist der Mixer, wo wir vorher schon die Aufsätze gesehen haben und noch so ein paar Plastikaufbewahrungsgeschirre. Es ist nicht Tupperware selber, aber so in dem Stile. Einfach, ja, wenn es mal Reste gibt, dann kann man die da leicht einpacken. Danach wäscht man sie wieder ab und kann sie wieder verwenden. Das ist ja auch ein super Ding. Ja, wer kochen will mit Gas, der braucht auch eine Gasflasche, ne? Die ist hier drin. Nein, die können wir natürlich nicht hier durchgeben, um sie dann auszutauschen, sondern wir haben ja, das habe ich vorher gesagt, ein L2H2, das heißt, die Tür da drüben, die können wir aufmachen. Aber wenn ich jetzt kochen will, dann habe ich keine Lust, jedes Mal da nach drüben zu rennen, um hier die Gasflasche auf und zu machen, sondern da haben wir uns hier so ein kleines Fensterchen gebastelt und natürlich auch so, ich sag mal, pro forma für den Gasprüfer so ein bisschen abgedichtet. Ne? Gut, hält. Dann haben wir hier unten nochmal einen riesengroßen Schrank. Auf der Rückseite, das sehen wir dann, wenn wir von draußen reingucken, sind die Wasserkanister. Spülbecken sieht man hier natürlich auch. Dazu der Omnia, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt, vielleicht packe ich den mal kurz aus. Das ist quasi ein Ofen für auf Gas oder sogar auch auf dem offenen Feuer könnte man den einsetzen. Das kommt zuunterst auf die Flamme. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen durcheinander. Dann kommt diese Form da drauf. Das ist eine Aluminiumform. Da kann man entweder darin direkt backen und natürlich auch Aufläufe oder sowas machen. Oder man kann das hier in diese Silikonform machen. Das ist dann ein bisschen einfacher zum Reinigen. Dazu gibt es ein Aufbackgitter, wo man zum Beispiel Brötchen oder sowas rauflegen kann und dann hier drin bequem aufbacken kann. Finde ich richtig cool. Ach ja, die Hitze kommt natürlich hier von unten rein, ne? Ein bisschen auch von der Seite und damit es auch ein klein wenig Oberhitze hat, gibt es einen Deckel dazu. Ich persönlich schätze das Ding so ein 1/3 Hitze von unten, 2/3 Hitze von unten, 1/3 Hitze von oben. Manche Gerichte oder Brot drehe ich dann gerne nach der Hälfte der Backzeit um, damit es auch auf der anderen Seite richtig schön knusprig wird. Ja, unser Omnia, richtig cooles Teil. Falls sich sowas interessiert, wir haben natürlich auch unten in der Videobeschreibung die ganzen Produkte, die wir hier jetzt zeigen, als Link zu Amazon drin oder wo auch immer, dass man die dann direkt kaufen kann.
Wenn du über diese Links kaufst, das sind sogenannte Affiliate-Links, dann kriegen wir da jeweils noch ein paar Prozentchen Provision dafür. Und das ist mitunter eine der Möglichkeiten oder der Varianten, wie wir unser Dauergereise hier finanzieren können. Also wenn du uns unterstützen magst, dann sehr gerne, wenn du etwas kaufst, benutzt doch diese Links. Du musst auch gar nicht das Produkt kaufen, das auf den Link, wo du da klickst, Amazon weiß, dass du dann über uns gekommen bist und wir kriegen auf den ganzen Warenkorb einen Prozentsatz. Ist also eine super einfache Variante, weil du hast die gleichen Preise und wir verdienen noch ein bisschen was dazu. Dafür kannst du ja dann wieder hier Videos gucken und dich unterhalten lassen. Aber genug davon. Hier gibt's an der Türe gibt's eigentlich gerade 2 coole Sachen, die ich selber gebastelt habe. Einerseits haben wir hier die Rollen, wie zum Beispiel Aluminiumfolie oder hier Klarsichtfolie hier drauf. Und hier oben ist die Abrisskante. Ich kann jetzt also das hochziehen. Und zack, hier oben ist die Kante. Normalerweise mache ich das natürlich so, oder? Ich nehme hier ein bisschen was raus, knall die Tür zu und kann es dann abreißen. So, das war's. Mehr Alufolie reiße ich jetzt nicht mehr einfach so ab. Hier oben sind die Zacken. Dann kann man die Folie gut trennen. Die sind ganz einfach angemacht mit einem Gummiband. Und dann gibt es hier solche Ringschrauben, wo man das Gummiband mit einem lockeren Knoten reinmachen kann. Locker, weil irgendwann ist die Rolle ja leer und dann will man das Ding auch wieder wechseln können, was ganz einfach geht. Hier den Knoten aufmachen. Wie ihr seht, das sitzt überhaupt nicht fest. Und dann kann man hier eine neue Rolle aufziehen. Macht wieder einen schön lockeren Knoten rein und das war's. Dann kann man wieder loslegen. Und da unten hat es noch ein Netz, das habe ich auch selbst geknüpft. Auch hier wieder das Prinzip mit Gummiband und genau, einfach so ein paar Knoten reingemacht. Hier kann man allerlei Krimskrams rein verstauen, zum Beispiel unsere Beutel. Kennt ihr die? Leider gibt es die ja noch immer nicht zu kaufen, ne? Nee. Sollten wir vielleicht auch mal ändern, aber erst wird gereist. Hier diese klassischen Turnbeutel von Cambisastro mit dem Europa ist geil. Die stecken zum Beispiel hier in diesem Netz drin. Meistens brauchen wir zwar gar keine Tüten, wenn wir einkaufen gehen, weil das Coole an so einem Van ist, ja, man steht quasi mit der Küche oder mit dem Haus vorm Einkaufsladen, schmeißt einfach nach dem Bezahlen alles in den Wagen wieder rein, fährt mit diesen coolen Einkaufswägelchen zurück zu seinem Van und packt alles direkt dorthin, wo man es haben möchte. Ja, weniger Plastik geht gar nicht, als gar nicht erst Tüten zu verwenden. Unten drin seht ihr noch unser Flaschendepot, nenne ich das mal. Ja, allerlei von überall aus ganz Europa fährt da mit uns mit. Und ich sehe gerade, dürfte man mal wieder abstauen. Ne? Seit wir hier die Küchenablage abgeschliffen haben, ist überall noch ein bisschen Staub. Weil die Ablage hier oben, die war zuvor, wenn ihr da drunter guckt, dann seht ihr die Farbe, wie das zuvor war. Und wir wollten das eigentlich nur neu lackieren, weil die Kante hier schon ein bisschen ausgerissen war. Und da habe ich alles abgeschliffen und guck mal, wie schön das aussieht. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich hier nur Klarlack drauf mache. Und jetzt ist es nur lackiert und nicht mehr gefärbt. Und ich finde das voll schön, weil es einfach so natürlich und so hell ist. Apropos Gummiband. Apropos Gummiband, noch ein Gummiband. Zack. Funktioniert natürlich auch mit Haushaltsrolle. Und da hinten haben wir noch ein Gummiband, das hält den Vorhang hier ein bisschen an seinem Ort. Können wir natürlich auch einfach aufziehen und dann haben wir da geschlossen. Ja, und der Garten, da, ihr seht es schon, das nächste Projekt, das wartet. Die Samen, die liegen bereit. Hier hinten möchte ich dann ein kleines Gärtchen machen mit so ein bisschen Zupfsalat, ein bisschen Kresse und sowas. Ne? Wird einem nie langweilig in so einem Van. Und langweilig wird es einem bestimmt auch nicht, wenn man den Hänger hier drüben anguckt, weil das ist der Allerlei-Hänger. Ne? Es gibt, glaube ich, in jedem Van irgendwo einen Platz, eine Schublade, einen Korb oder was auch immer, wo einfach alles, was irgendwie keinen Platz hat, reinkommt. Die ganzen Kleinigkeiten. Dutzende Schreiber, ich weiß nicht, warum wir so viele Schreiber haben. Dann haben wir hier zum Beispiel noch den Kreideschreiber, mit dem schreiben wir einfach großzügig außen auf den Lack vom Fahrzeug. Dann gibt es hier Staffel 3 Starter, die Klappe natürlich fürs Filmen. Unser Maskottchen von der B-Base, die uns die Webseite sehr cool gemacht haben. Wenn ihr also Bedarf an Webseiten
habt, dann guckt mal bei der B-Base rein. Dann haben wir hier natürlich auch echt wichtige Sachen, wie ein Multimeter heißt das Ding, glaube ich, oder egal. Auf jeden Fall kann man damit testen, ob die Batterie oder was auch immer noch Strom drauf ist oder nicht. Zu unserer Sicherheit haben wir hier oben auch noch einen kleinen Pfefferspray mit dabei. Ich glaube, wir hatten den erst ein einziges Mal mit, wirklich, als wir den Van verlassen haben. Das war in Rumänien, wo wir in einem Gebiet wandern waren, wo es tatsächlich noch richtig viele Bären hatte. Naja, die haben sich leider nicht sehen lassen, entsprechend ist der Pfeffer noch immer da in der Dose und auch sonst, was Sicherheit anbelangt, hatten wir nie irgendwie ein Problem und deshalb ist er noch immer voll. Wir haben aber auch noch zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten hier drin und das zeige ich euch jetzt gleich. Wir haben solche Karabiner, die kann man da in der Türschiene, haben wir 2 Löcher reingemacht. Die kann man da dann durch diese Löcher durchmachen. Und wenn die Türe zu ist, dann ist dieser Verschluss hier, der ist dann auf der anderen Seite des Hakens und so kann man die Türe von außen nur noch maximal so weit aufmachen, aber nicht mehr ganz. Wir haben das jeweils, also die Karabiner, die waren mal ganz, ne? Wir haben das schon 2-mal fertig gebracht, dass wir die Sicherung dran hatten. Das war bei der anderen Türe, weil hier sieht man sie ja sofort bei der Tür. Und wenn man dann von außen die Tür aufmacht, dann verhakt sich das Ganze so krass, dass wir jetzt tatsächlich schon 2-mal hier durchsägen mussten. Und ich bin gar nicht mehr sicher, wahrscheinlich hätten wir das schon dutzende Male mehr machen müssen, hätten wir nicht den aufgesägt. Ja, Sachen passieren, ne? Kurzzeitgedächtnis. Aber wenn wir schon nach hier oben gucken, dann könnt ihr unseren wunderschönen Schrank bestaunen. Der ist total tief, der geht etwa bis hier nach vorne. Louis' Seite, meine Seite und jetzt kein Erbarmen mit ihm, ne? Der Schrank von ihm, der geht natürlich auch noch bis zur Seite des Fahrzeuges, also der hat da schon auch Platz. Dazu haben wir unter dem Bett noch in einer Kiste noch die großen Pullis und Jacken drin, damit ja halt alles irgendwo seinen Platz findet, weil es im Moment noch kühl ist und wir alles dabei haben müssen. Ist das hier oben ein bisschen wenig Platz. So, und jetzt habe ich total schwarze Finger. Ich lege das Ding mal weg, putze die mal kurz ab und dann kann ich euch noch zeigen, wie die Sicherung hier vorne ausschaut. Zur Sicherung der beiden Fahrertüren haben wir hier so ein Stahlseil und wir haben Haken gemacht an den jeweiligen Türen. Also da hängen wir den Karabiner ein. Dann, jetzt muss ich gerade schnell gucken, auf die Seite, können wir hier das Seil stramm ziehen. So, und jetzt halten sich die 2 Türen gegenseitig geschlossen. Und das Klebeband hier, das ist übrigens nicht hier, damit das Stahlseil mit dem zusammengehalten wird, sondern die Enden des Stahlseils, die sind echt total fies scharf und das ist unsere Sicherheit. Die Seile, die sind hier mit einer Schraube wirklich korrekt zusammengeschraubt, also das hält hier ordentlich was aus. Ja, und so kann natürlich niemand mehr diese Türen hier vorne öffnen. Manchmal lassen wir das auch gerne sichtbar dran, damit man schon von außen sieht, hier kommt man nicht so einfach rein. Natürlich kann man dieses Stahlseil, das ist ja jetzt nicht unendlich dick, mit einem Seitenschneider oder was auch immer kaputt machen, nachdem man die Seitenscheibe eingeschlagen hat. Aber es geht ja bei einem Überfall oder bei einem Raub, bei einem Fahrzeug, bei einem Diebstahlversuch geht es ja um Zeit. Und wenn der schon von draußen sieht, so okay, wenn ich hier die Scheibe einschlage, kann ich die Tür nicht einfach öffnen, da muss ich da oben auch noch irgendwie das Seil zerstören und wer weiß, wie die anderen Türen da wohl gesichert sein werden. Es gibt einfach so ein bisschen, es ist nicht ganz einfach, ne? Man sieht schon von außen, okay, da hat man erhöhten Zeitbedarf und ich denke mal, die meisten werden sich dann für ein anderes Fahrzeug entscheiden. Und naja, wir hatten ja auch noch nie Probleme. Wir wurden nie ausgeraubt, nie irgendwelche komischen Situationen. Deshalb anscheinend hat es gewirkt. Wenn wir schon hier vorne stehen im Fahrgastraum, dann könnt ihr gleich auch noch gucken, was hier so rumsteht. Einerseits haben wir eine GoPro installiert, die wir gerne für Fahraufnahmen nutzen. Dann haben wir hier 2 Funkgeräte. Eins allein macht ja auch wenig Sinn, ne? Funkgeräte nutzen wir gerne, wenn wir gerade zum Beispiel Filmaufnahmen machen. Wenn ich irgendwo hinter einem Hügel warte, bis Louis vorbeifährt, dann kann ich mal schnell sagen, so, okay, alles ready, kannst losfahren. Deshalb haben wir Funkgeräte dabei. Wir haben die von Midland XT50 und wie gesagt, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier so einen coolen Handyhalter, weil wir mit der App Here We Go heißt das Ding. Nur noch hier. Nur noch hier? Haben die das geändert? Ja.
Mit der App hier navigieren wir und deshalb haben wir einen Handyhalter hier. Das ist quasi ein Relikt aus vergangenen Zeiten, weil unser Navi hat uns so oft im Scheiß rumgeführt, dass wir das nicht mehr mitführen. Kleiner Glücksbringer, hilft natürlich auch immer unterwegs. Dann haben wir hier unten unser Logbuch, unser Reise-Campers-Log ist das. Hier tragen wir jeweils Kilometerstand, Datum, Stellplatz, wo wir gestanden sind und so weiter ein. Ja, ist jetzt gerade auch von der aktuellen Reise, aber ich sehe gerade, dass die Nacht gestern fehlt. Du bist dafür verantwortlich, oder? Oh oh. Dann gibt es noch eine Europakarte. Sehr hilfreich, weil braucht kein Mensch, wir haben ja Navi in Internetseiten. Aber naja, manchmal ist es halt cool, wenn man da mal kurz nachschauen kann, wo denn genau das alles liegt. Ja, und schau mal noch kurz auf den Tacho. Da seht ihr noch die Hinterlassenschaften von England, von Großbritannien. Und das werden wir ja gleich auf Malta wieder brauchen, ne? Zumindest das hier, Keep Left. Und hier mit gelbem Kreidemarker markiert sind die Miles per Hour. Dann musste ich nicht immer umrechnen, sondern konnte dann direkt die Geschwindigkeit korrekt ablesen. Und das hier, das ist unser Dieselwächter, weil wir neigen dazu, mit ultraleerem Tank doch noch große Distanzen zu fahren. Und der Dieselwächter, der soll überprüfen und gut überwachen, ja. Genau, dass wir dann nicht irgendwann mal stehen bleiben. Der soll also zur Not dann mal schreien. Hat er noch nie gemacht, wir sind aber auch noch nie stehen geblieben. Das war's von hier vorne. Lasst uns noch mal ein bisschen weiter nach hinten gehen. Jetzt sind wir also im hinteren Teil des Vans angelangt, in der Kuschelecke quasi. Wir sind beide ja relativ klein, deshalb ist das kein Problem. Wir können hier problemlos quer schlafen im Fahrzeug. Gibt uns natürlich ein bisschen Platz hier hinten, weil klar, wenn das Bett 1,80 lang sein muss, dann muss man da hier längs drin schlafen. Und so haben wir hier Platz für verschiedene Sachen. Fangen wir oben an. Stopp. Wie breit ist denn das Bett und wie lang? Das Bett ist 1,40 breit und in der Länge müsste das etwa 1,70 oder 1,75 sein. Gut, genau, jetzt. und das sind zwei einzelne Matratzen, die gucken wir später noch ein bisschen genauer an, weil die Matratze, die hat es in sich, ne? Wortwörtlich. Gut. Zur Seite hier. Einerseits könnt ihr natürlich gleich wieder 1, 2, 3, 4, 5 neue Haken entdecken. Ja, ich bin kleiner Hakenfan. Dann haben wir hier einen Kalender, nicht einfach irgendeinen, sondern unseren Kalender. Ne? Europa ist geil, hier sind die 12 geilsten Bilder unserer Reise drin. Oder naja, wir mussten uns halt einfach entscheiden. Ich glaube, wir hätten auch problemlos noch ein paar geile mehr dazu haben können. Aber ein Jahr hat nun mal nur 12 Monate. Tja. Hier drüben haben wir die Jacken, die habe ich einfach hier mit so einer Kordel noch ein bisschen rüber gespannt. Die zwei Haken natürlich, die halten das Ganze hier zusammen. Dann gibt es hier eine weitere Kordel und die dient dazu, dass man hier die ganzen Kabelsachen aufhängen kann. Weil wir hatten das lange immer irgendwie in welchen Körben drin und das nervt einfach. Da hat man dann ein riesiges Durcheinander und so kann man sagen, so, ups, hier Huawei-Handy will ich aufladen, da ist das Kabel. Und dazu gibt es dann hier unten die passenden Stecker dazu. Es ist halt einfach so ein bisschen übersichtlicher. Uns kann auch nichts runterfallen während der Fahrt und das ist ja auch immer sehr wichtig. Dann hier auf der Seite seht ihr jetzt auch, wo das Brett schläft quasi, wenn wir es gerade nicht als Tisch missbrauchen. Daneben ist ein Harras, eine Kiste, Holzkiste, die habe ich selber gezimmert und ich kann euch sagen, das Ding hat Nerven gekostet. Und hier drin lagert einfach so ein bisschen von allem etwas. Funkmikrofone stecken hier drin. Dann haben wir ja Währungen in allem möglichen oder Münzen in allen möglichen Währungen. Wir haben Hefte. Zum Beispiel das hier, ganz aktuell, das Explorer. Wir haben zwar keinen 4x4, aber das hat mega coole Geschichten drin. Bücher, hier hinten ist nochmal ein Atlas, halt einfach alle Krimskrams. Dann gibt es hier sogar noch aus Finnland, das haben wir gewonnen, hier so ein Set mit verschiedenen Töpfen und einem Feuerstein. Ja? Der Feuerstein, den führe ich vielleicht zum Schluss nochmal vor, weil das ist mein persönliches Highlight hier im Van. Oben haben wir hier so total schicke Lämpchen. Rechts und links haben wir ein paar davon. Gibt natürlich nebst der coolen, nebst dem Sternenhimmel, den wir hier oben haben, nochmal ein ganz anderes Flair rein. Wir können die großen Lampen übrigens einzeln an- und anmachen, sowie auch die kleinen. Da kann man wirklich auch ganz schön mit den verschiedenen Helligkeiten des Lichtes spielen.
Da drüben haben wir noch Steckdosen, die schauen für euch vielleicht ein bisschen komisch aus. Alle Schweizer wissen, das ist völlig normal so. Sind natürlich Schweizer Steckdosen für Schweizer Stecker, damit das Ganze auch bei unseren Dingen passt. Und die Steckdosen da oben, die sind 230 Volt, weil ich sitze hier quasi direkt auf dem Wechselrichter drauf. Hier hinten haben wir dann noch Vorhänge dran. Die sind auch mit Magneten befestigt. Hier, das sind Mördermagnete, ich sag's euch. Wenn man sich da die Finger einklemmt, dann macht's aua. Hier oben haben wir noch die Decke, das können wir runterlassen, um einfach noch ein bisschen mehr Dunkelheit hier drin zu machen. Hier hat es nur Mini-Magnete, aber selbst diese Miniaturdinger, die haben es in sich. Was auf dem Bett ist, wisst ihr jetzt? Jetzt schauen wir da runter. Einerseits lümmelt hier unser Packsafe rum. Das ist so eine Tasche, die hat hier ein verstärktes Netz drin. Das kann man mittlerweile auch ganz gut sehen. Und das ist sozusagen ein Reisesafe. Man zieht dann den hier oben einfach zu, hängt hier diese Vergrößerung ein und ja, macht den halt irgendwo fest. Zum Beispiel um die Handbremse oder um irgendwelche Ösen, die halt fest verschraubt sind mit der Karosserie. Macht das Ganze zu und das war's. So funktioniert dieser kleine Safe. Es geht natürlich auch bei diesem System einfach nur darum, dem Einbrecher ein bisschen Zeit abzuluxen, weil das ist es, was er auf keinen Fall hat. Hier drin haben wir dann Sachen, die ganze Technik ist hier eigentlich drin, zum Beispiel hier das, wie heißt das Ding? DJI Gimbal. Genau, das ist für das Handy. Dann übrigens sehr cool, da kann man auch so mega coole Slider-Sachen machen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Laptops drin, Speicherkarten. Wir haben eine Musikbox drin zum Beispiel. Ja, halt allerlei. Oder, ups, hier so eine Akkuspeicherbox. Externes Ladegerät. Ja, allerlei kann man da reinpacken. Dann haben wir hier unten noch zweimal Schränkchen. Du kannst mal ein bisschen nach hinten gehen. Auch nochmal Stauraum für ein weiteres halbes Leben. Hier unten ist sogar noch ein Elektroofen drin. Dann haben wir hier zum Beispiel zum Wäschewaschen haben wir die Tabs da drin. Wasser- und Weinlager ist hier unten, ein bisschen Kabelsachen. Nochmals ein bisschen mehr Stauraum für Lebensmittel, für Haushaltspapier und so weiter. Hier ist dann auch noch eine kleine Versorgerbatterie drin. Hier läuft die Wasserpumpe drüber. Und unsere einzige Heizung. Wir haben nur einen Elektroofen, wir haben keine Dieselstandheizung oder Gasheizung drin. Und bis jetzt selten vermisst, sage ich mal. Weil eben, wenn es wirklich kalt wird, dann fahren wir halt auf Plätze, wo wir Landstrom haben. Dann können wir das Teil da anschmeißen. Ansonsten fahren wir einfach dorthin, wo es warm ist. Und jetzt bauen wir den Tisch um. Was ich ja vorher noch angemerkt habe, unsere Matratzen, die haben es in sich, habe ich erzählt. Und zwar, jetzt könnt ihr das schon sehen, die Matratze selber hat den Lattenrost integriert. Das ist eine Schaumstoff-Latex-Misch-Matratze. Und ihr findet den Link übrigens auch unten zu der Firma, die herstellt. Das ist halt mega cool, weil ihr seht hier hat es eine Aussparung und quasi unser Gewicht, das kann hier dann direkt, das wird hier abgefedert. Und das ist mega cool, weil durch das haben wir halt nie Rückenschmerzen und schlafen echt total gut auf diesen Matratzen. Und die gibt es auch, übrigens, die bauen die sogar, damit man die wie als Kissen, also halt noch mehr Umbau wie bei uns. Weil ich muss hier ja nur die eine Matratze nach hinten schmeißen, aber gibt ja auch solche, die haben dann die Matratze in 3 Stücken oder so, das geht also auch. Und jetzt kommt die meistgestellte Frage seit der ersten Roomtour. Wo ist das Toilette? Nein. Welche dann? Funktioniert das mit dem Bett und Tisch? Weil Ach so. früher war das ja anders. Genau, früher konnten wir das ganze Bett hochdrehen und dann war das hier oben. Das war aber super umständlich, weil es dauerte einfach zu lang. Wir mussten alles wegräumen, dann musste man nach draußen gehen, man musste das hochkurbeln, die Schrauben reinmachen und schlussendlich konnte man darunter doch irgendwie nie ganz sicher sitzen, weil ja, man hat ja dann doch ein Riesenbett oben an sich. Und deshalb ist das jetzt eigentlich ganz einfach. Wir schmeißen die Matratze da nach drüben. Wenn wir zu zweit sind, dann können wir das auch ein bisschen schöner machen, aber ihr wollt das jetzt ja nur mal schnell sehen und deshalb mache ich jetzt hier nicht das Ultraschön-Programm. Dann haben wir hier unten mit 2 Schrauben gesichert den Tisch. So. Da schrauben wir jetzt die Beine dran.
stellen die gerade auf die passende Höhe ein. Das sind übrigens Tischbeine von Ikea. Ja, was es nicht alles gibt bei den Schweden, ne? Ja, und so sieht das dann aus im umgebauten Zustand. Dann kann man hier also bequem sitzen und hat hier einen super großen Tisch. Da kann man direkt losarbeiten oder natürlich auch lecker essen. Ganz wie man möchte. Und wenn man hier hinten noch ein bisschen schöner umbaut, dann kann man trotzdem, obwohl hier einer arbeitet, kann hier hinten noch jemand drauf liegen und rausgucken oder lesen oder was auch immer. Und das finde ich halt einfach sehr cool, wenn man quasi hinten noch eine Liege hat und vorne kann man trotzdem sitzen. Das finde ich toll. Und ja, ich meine, klar, ein kleiner Van, großer Kühlschrank, das braucht halt einfach den Kompromiss, dass man hier ein bisschen umbauen muss, weil wir halt nicht hier die gewohnte, ich sage mal, Standard-Grundriss-Sitzbank haben da vorne. Aber mir gefällt eigentlich unser Van ganz gut, weil eben diese große Küche und dieser große Kühlschrank, das findet man eigentlich in keinem Van-Abstange. Deshalb passt das schon ganz gut zu uns. Gebaut ist das Ganze übrigens aus 2 Rahmen. Einerseits haben wir hier den kompletten Rahmen, wo die zweite Matratze drauf liegt, und das hier, wo ich drauf sitze, ist auch ein Rahmen. Und das geht hinten bis an die Wand. Dort ist es befestigt, damit es nicht, damit es halt hält. Ne? Und so kann ich jetzt hier auf diesen Rahmen quasi drauf sitzen und der Tisch ist nichts anderes als ein Teil, als das Mittelstück von diesem Rahmen. Und unter der Sitzbank, packen wir das jetzt noch aus? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch, ne? Unter der Sitzbank, da drüben ist eine Batterie, da drüben sind 100 Ampere-Stunden Batterie, hier drüben ist die zweite 100 Ampere-Stunden Batterie. Die sind natürlich miteinander verbunden. Dann haben wir da drüben das Ladegerät, ein CTEK 10er Ladegerät haben wir da drin verbaut. Und wir haben einen Wechselrichter, der, ich glaube, Spitze 2300 Watt wechseln kann. Da muss man ja immer aufpassen, gerade wenn man Kaffeemaschine oder so weiter hat, haben wir nicht, muss man aufpassen, dass die Höhe natürlich mit der Kaffeemaschine, mit der Spitze übereinstimmt. Bei uns war das der Kühlschrank und das passt hervorragend, das Teil. Und ansonsten ist da drüben nichts drin. Solaranlage ist natürlich noch angeschlossen von oben. Das Kabel habt ihr vorher gesehen. Da seht ihr gerade da drüben noch den MPPT-Laderegler. Ihr seht, momentan sind wir gerade am Laden. Vielleicht kannst du mal kurz durchdrücken. Es ist schon Abend, deshalb wird das nicht mehr so viel sein. 34, 35 Volt Leistung kommt momentan rein und das kann er umwandeln zu... Ja, siehst du, 0,6 Ampere-Stunden. Das ist jetzt natürlich wirklich nicht mehr viel. Aber die Sonne, die steht schon so tief. Ihr werdet das gleich sehen, weil... Ja, das war's von hier drin. Ja, hier drin haben wir alles gesehen. Zeit, die zweite Türe aufzumachen. Ja, und bei dieser Tür sind wir immer ein bisschen extra vorsichtig. Wieso? Ja, das könnt ihr in dem Video hier oben nochmal nachschauen. Die ist uns schon mal komplett abgefallen. Ja, und so sieht der Basilikum von der anderen Seite aus. Hier ist er anscheinend ans Glas gekommen. Da war es ein bisschen zu heiß. Gut. Aber wir sind nicht wegen dem Basilikum hier. Nein, wir sind doch wegen dem hier da. So, hier haben wir jetzt die Gasflasche und jetzt ist allen klar, ne, wie wir die Gasflasche ins Auto hineinbringen und auch wieder raus. Und für die jetzt nicht klar ist, was das für ein Modell ist, 11 Kilo Flasche von der Schweiz, die sieht natürlich wieder ein bisschen anders aus. Denn sobald die leer ist, möchten wir die gerne dann in so eine Aluminiumflasche oder Plastikflasche, gibt es sogar Kunststoff, ne, tauschen, weil das ist einfach nochmal unnötig Gewicht, das wir hier eigentlich mit uns rumschleppen. Wir kochen nur mit dieser Gasflasche, entsprechend ist sie eigentlich völlig überdimensioniert. Weil wenn die voll ist, dann können wir mit der so 8 bis 10 Monate kochen. Und wir kochen viel, weil wir kochen ja morgen den Kaffee, wir kochen Wasser auf, um zu duschen, wir kochen, um zu essen natürlich. Also der Herd, der ist bei uns immer wieder an und finde ich schon krass, dass es trotzdem 8 Monate lang hält. Dann haben wir hier Wasser mit diversen Anschlüssen dazu noch, damit wir Wasser auftanken können. Wir haben einen Werkzeugkoffer dabei. Dann haben wir hier Adaptersachen. Warum ist das nicht mehr so schön aufgehängt hier oben? Das war ich. Ja, ne? Aber wir müssen gleich nochmal einstöpseln, deshalb lassen wir es, weil eigentlich hängt das Kabel auch hier dran, oder? Das könnt ihr hier sehen, das ist einfach so eine Kordel, die ist da festgeschraubt und da kann man hier solche Sachen dann festknoten. Werkzeugkoffer, wie gesagt, haben wir hier drin mit dem Nötigsten, so einen kleinen Akkuschrauber haben wir da drin, ein paar Schrauben, halt einfach so wirklich das Allernötigste. Dahinter ist noch das Überbrückungskabel und dann können wir das hier... Starterkabel.
glaube, man sagt Starterkabel. Versteht ihr mich, wenn ich Überbrückungskabel sage? Schreibt's mal unten in die Kommentare oder ob das wieder hier so ein Schweizwort ist. Hier unten ist nochmal so ein allerlei Fach, wo man einfach alles findet, was sonst nirgends Platz hatte. Zum Beispiel der Grill von Feuerdesign, da hinten ein Tischgrill von das Modell Vesuvio. Dann haben wir hier die Paste dazu. Wir haben die Lacksachen, was ich vorher erklärt habe, von drin. Alles Mögliche, nicht so spannend. Das einzig Spannende ist vielleicht hier unten noch der Temperaturfühler, der hier aus der Karosserie rausschaut und der sagt, momentan haben wir 18,5 Grad hier draußen. Drin haben wir 20,4, wie das sein soll, wenn hier ja beide Türen offen sind. Technik. Hinter diesem schönen Tuch hier verbergen sich die Wasserkanister. Wir haben 25 Liter Frischwasser, wobei im Moment gerade nicht mehr. Dann haben wir hier auch 25 Liter Abwasser. Eine einfache Wasserpumpe haben wir da drin stecken, die bringt uns das Wasser hoch in den Hahn und dann haben wir fließend Wasser hier im Van. Kein fließendes warmes Wasser, aber fließen tut es, das reicht doch schon mal. Und auch hier wieder natürlich super praktisch, man kommt von dieser Seite ganz leicht an die Wasserkanister ran. So, das war's von dieser Seite. Jetzt gehen wir hoch. Hier hinten haben wir die Leiter direkt am Fahrzeug befestigt und ich habe auch schon vorgesorgt. Hier ist der Schlüssel dazu und jetzt gehen wir da mal hoch. So, dann sind wir auch schon oben und wir haben hier oben die Solaranlage. Die ist ziemlich schmutzig im Moment, gerade sehe ich. Hat vor ein paar Tagen ein bisschen geregnet und wahrscheinlich so sauber. Die ist von Autosolar, das sind 200 Watt, also zwei 100 Watt Paneelen, die wir hier drauf haben. Das sind die ganz dünnen, die klebt man direkt auf die Oberfläche drauf, die brauchen keine Hinterbelüftung, weil Belüftung brauchen die ja nur, wenn die ein bisschen, also wenn die in dem Alurahmen sind und sich dahinter ein Luftpolster bildet. Dann muss diese Luft natürlich weg können. Das ist bei denen hier nicht der Fall, deshalb kann man die direkt aufkleben und weil wir halt mit der Dachbox schon 2,90 Meter hoch sind, wollten wir nicht auch noch irgendwo 5 bis 10 Zentimeter höher sein mit diesen Profilen. Deshalb haben wir uns hier für die ultraschlanken entschieden. Dann haben wir hier daneben... Haben wir von Autosolar nicht noch ein spezielles Angebot? Ja, das stimmt. Und zwar, wenn ihr euch auch interessiert für Solaranlagen, Batterien oder alles Mögliche, dann geht auf autosolar.ch, guckt euch um, gibt coole Pakete und bei der Bestellung gebt ihr den Rabattcode Solar ist geil 5 ein, steht jetzt auch nochmal hier unten. Und ja, kriegt dann nochmal 5% Rabatt und das macht bei den großen Beträgen ja dann doch einiges aus. Ja, dann haben wir hier drüben ein Abwasserrohr, das auf keinen Fall Abwasser beinhaltet, sondern Frischwasser. Und ja, das dürfte man mal wieder, genau, es war ein bisschen gefroren und so weiter, das war mal ganz schwarz. Die Bauanleitung, die findet ihr jetzt hier oben im Video, da haben wir ein extra Video dazu gemacht, weil hier gibt es natürlich Wasser drin, da kann man aufmachen. Na, wäre angenehm momentan gerade. Das dient dazu, damit die Sonne das Wasser hier drin ein bisschen aufwärmt und dann kann man damit duschen oder was auch immer. Es sind nochmal gut extra 20 Liter Frischwasser und teilweise waren wir halt echt froh, wenn man weit abseits steht, wenn man hier nochmal 20 Liter extra dabei hat. So, jetzt hast du die Infokarten aufgebraucht, aber jetzt gibt es keine mehr, hä? Oh, das ist ja schade. Dann gucken wir einfach mal hier rein, ne? Wenn es oben keine Infos mehr gibt, dann gucken wir hier rein. Die Dachbox ist eine Einzelanfertigung, deshalb gibt es dazu leider keinen Link. Ja, hier oben ist nochmal unser zweites Leben quasi. Einerseits haben wir einen Ersatzreifen hier drin mit kompletter Felge und so weiter. Wenn wir also ein Rad wechseln müssen, dann ist hier nicht 80 angesagt, dann können wir ganz normal weiterfahren. Da drüben ist dann auch der Wagenheber dazu. In dem schwarzen Paket da hinten ist ein aufblasbares Kanu, auch sehr geil, weil wir damit dann natürlich überall raus können. Hier sind noch die Paddel dazu und alles, was ums Thema Wasser geht, da braucht man natürlich auch eine Angel, haben wir auch dabei, die kommt noch vom Skandinavien-Trip. Da waren wir des Öfteren auch auf Angeltour unterwegs, mitunter auch erfolgreich. Dann haben wir hier noch unsere alten Stühle mit dabei, gerade wenn man mal nah am Feuer sitzt, ist das total praktisch. Hier drin sind noch so ein paar Strandutensilien oder ein kleiner Ersatzgaskocher, falls die Gasflasche tatsächlich mal leer werden sollte, wenn es nicht gerade so passend ist. Das hier ist unsere Solarpumpdusche. Kann man hier einfach ein bisschen pumpen und dann gibt es Druck rein. Und irgendwo liegt hier auch, da vorne liegt der Schlauch mit der
Duschbrause daran. So duschen wir. Die können wir entweder draußen aufbauen oder sogar im Van. Hier ist der Duschvorhang dazu, den hängen wir dann drum herum und unten ist noch so ein Bottich, wo wir reinstehen können, damit, wenn wir halt im Van drin duschen, damit das Wasser ja nicht einfach so auf den Boden runterläuft. Vielleicht können wir das Video verlinken, vielleicht. Vielleicht, dann findet ihr es hier oben. Vielleicht. Lassen wir einfach was anderes weg. Ja, das war's, glaube ich. Hier hat es noch eine Plane, damit wir, wenn es regnet, hier hinten trotzdem die Türen offen lassen können. Ihr seht das, hier oben ist einfach allerlei alles drin. Wir stehen ja sehr auf haushaltsübliche Gerätschaften und so haben wir dann auch eine ganz normale Hausmarkise am Van befestigt. Die Drehkordelstab-Dings da, der ist hier drin auch verräumt und wenn du einmal über die Box drüber filmst, dann seht ihr, oder von unten, dann könnt ihr die Markise sehen. Die fahre ich jetzt aber nicht extra aus. Das müsst ihr euch vorstellen. Hier gleich ein Sack. Da haben wir den Außenanschluss, Landanschluss. Landstrom. Genau, Landstrom zum Aufladen von den Batterien. Ja, die Klappe, die dürfte dann auch mal ersetzt werden bei Ja, wenn Zeit. irgendwer weiß, wo es die gibt, das würde mich echt interessieren. Und hier könnt ihr noch sehen, wo wir schon überall waren. Die ganzen Flaggen. Und damit das nicht einfach ausartet in einem wilden Durcheinander von Größen und Formen, kann man die bei What a Bus im Set bestellen. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ist nämlich total cool, da gibt es dann ein Set, wo wirklich alle Länder Europas drin sind, plus noch ein paar extra Länder, wie zum Beispiel Georgien oder Zypern sind da mit dabei. Hier draußen seht ihr aktuell gerade unsere Stühle und den Tisch stehen. Ja, und dann haben wir hier noch so eine coole Lampe dabei, eine Solarlampe, die lädt hier, weil ich habe gestern Abend recht lange noch gelesen. Dann war sie dann irgendwann leer, deshalb muss die hier noch mal ein bisschen Power sammeln für Ja, heute Inventar Abend. machen wir dann separat nochmal. Genau, oder? die Kleinigkeiten, was da alles rumliegt. Ja, auf jeden Fall, das war's soweit. Sehr internationale Bestuhlung hier, oder? Genau, das seht hier kommt aus Griechenland. Nein, stimmt nicht. Die Stühle sind kommen aus Bulgarien und der Tisch ist aus Griechenland. Bei uns ist alles Multikulti. Ja, das war's. Europa ist geil, was will ich hier noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt uns doch mal, was euch besonders gut gefallen hat, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Kniff für euren Van mitnehmen konntet, was euch ein bisschen weniger gut gefallen hat. Man soll ja auch immer schön kritisch bleiben und schön wart ihr mit dabei. Vielen Dank. Wenn ihr mehr Reisevideos sehen wollt, dann guckt euch gerne mal ein bisschen durch unseren Kanal durch. Gibt auch ein paar Technikvideos, also einfach mal reinschauen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald wieder. Mich würde es freuen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.